Dieses Video wird unterstützt vom Ministère de la Culture. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlife Lord of the Rings, gute neue Film am Kino an. Da tun nicht ganz viel Leute mitgekriegt. Das ist auch bei ernst mich gezogen. Wenn mir dieser neue Film aus dem Lord of the Rings Universum gefallen wird, erzählen ich euch an dieser Episode. Ich habe eine große Merci Kinepolis für die Unterstützung von dieser Episode an Bereitstelle von 2 Tickets für euch an der Kino. Erzählt mir einfach nicht mehr, was euer Lieblingsfilm am Lord of the Rings Universum ist und vielleicht seid ihr schon die glückliche Gewinner. The Lord of the Rings War of the Rohirrim heisst den neue Film aus dem Lord of the Rings Universum und das Ganze bringt einen gewissen Twist mit sich und zwar ist das Ganze den Anime. Ja, wird Kege sie kommen? Das kommt unerwartet, das wird auch irgendwie, also als Menge Welt daraus wird das irgendwie kein verlangt, aber das ist auf jeden Fall mal do. Das ist auch weiter, denken ist nicht schlimm. So ein Anime, wieso nicht an dem Universum? Und wir kommen denke kurz drauf zu schwätzen, was am Film geht. Der Film spielt 200 Jahre ehe den Bilbo der Rang gefunden wird. Wir befinden uns dann auch Rohan an den Kinect-Helm regiert, do mit bestimmter, aber gerechter Faust. Eines Tages kennt dann den Fürst Freka bei ihm, an den hat gern das Seilen both den Wolf Mam Helm singem Mädchen dem Freya bestürzt soll gehen. Die zwei kennen sich auch schon von Kant uns, aber natürlich haut es da so ein bisschen einer Vierstellungen an irgendwie seine Hochzeit. Seht Himmlo auf jeden Fall nicht an. Es könnte wie es kommen muss, es könnte einen fatzischen Streit oder eine Auseinandersetzung an den Wolf schwört Rache an. Dabei müssen relativ viele Leute da sterben. Kostet es was es wolle, du bricht dann ein Krieg aus und dann so ein bisschen Setting wird an A War of the Rohirrim gesagt ist und dann muss man kurz drauf zu schwätzen kommen, wie der Film das packt, das Ganze dann umzusetzen. Und das Ganze das, ja, ich gehe da ein bisschen mit gemischte Gefühle ran, muss ich ehrlich sagen. Kommen wir zu den positiven Sachen. Das Sounddesign ist wirklich geil. Das macht richtig viel Spaß, das klingt super gut, das macht richtig Bock. Auch die Musik setzt richtig geil an und ist halt einfach platzweise auch einfach richtig nostalgisch und ist einfach nicht mehr super. Dann haben wir diverse Szenen, die ganz ansehnlich sind und ganz viel Spaß machen. Vor allem den Helm, den kann er in verschiedenen Situationen richtig punkten und quasi zu einem Held gehen, wenn ich so will. Der kriegt schon so Superhelden-Vibes, teilweise. Fand ich alles nicht schlimm. Aber du kommen wir zu den Punkten, wo der Film halt einfach ein bisschen Hannen durchsteht von allem. Kommen wir vielleicht mal zu der Animationstechnik, weil ich denke, das ist das Wichtigste, was so an einem Anime-Film beschwert muss gehen, als wie gesagt, das Ganze aus, wie ist das Ganze animiert. Und hier muss ich leider sagen, sie stehen die Japaner an allem no. Die Japaner kriegen das alles besser hin. So Studio Ghibli-Sachen aus 80er Jahren wirken do besser wie das, was sie hier kriegen. Das Ganze ist relativ statisch, das Ganze hat wenig Dynamik, sie viel sagen wir mal so Standbilder während dem Film, wo nicht viel passiert, wo ihr einfach seht, du gehst nicht einfach heute Star-Studioen, die das viel besser hinkriegen. Du hast leider viel zu wünschen übrig. Und da kommen wir zum Punkt, wie der Film die Story umsetzt. Insgesamt fehlt der Film sich ziemlich lang und alles ist ziemlich gestreckt an. Trotzdem, dass der Film dann so lang und so gestreckt ist, kriegen viele Charaktere gar nicht Möglichkeit, wirklich Stil zu holen oder die wirklich Charakterentwicklungen zu machen. Viele Charaktere, die du sind halt einfach nicht mehr da und drohen nicht wirklich etwas dazu bei. Und so wirkt der Film auch einfach, wie wenn er nicht wirklich richtig kreativ wird. Wie wenn du einfach nicht mehr ein bisschen, also du erkennst die Situationen einfach aus den Two Towers zurück. Wie seht, ja, viele Szenen, wo man so, kennen wir doch schon. Wieso das so auf die Leinwand bringen? Insgesamt ist War of the Rohirrim Film oder eine Story, die vom Tolkien nicht mehr so ganz näherlich erwähnt wird. Also das könnte nicht richtig ausformuliert gehen. Und da wird da wieder eine Situation gewesen, wirklich etwas Eigenes draus zu machen. Wieso nicht mehr aus dem Lord of the Rings Universum bieten, wo ihn dann sich kann kreative Freiraum los. Mehr als sich nicht wirklich viel kreative Freiraum losgehen, wenn es aus die ganze Story, ja, Schlachten sind cool inszeniert, das mit dem Sounddesign, das macht ganz viel Spaß, aber am Ende dem Strich fragt sich dann, wieso hat der Film gebraucht? Wieso ist der Film überhaupt an die Kino kommen? Oder wieso, guck mal, ist die Story da überhaupt und auch die ganze Rache-Geschichte geht irgendwann super stumpf. Rache einfach als Rache wollen, als einfach
ja, irgendwann also auch den Antagonist einfach ziemlich auserzählt an, das ganz zieht sich halt einfach wie Knatschgummi dann. Da das immens schwert, weil es auf verschiedene Punkten richtig gut umsetzt wird, wo es richtig gut hat könnte gehen, mehr das abläuft dann all, was eben aktuell beim Lord of the Rings Universum so weiter passiert, halt einfach nicht mehr mitteln muss. Ne? Auch da mal so eine Serie Rings of Power, ist halt einfach maximal, ja, okay, aber so groß Epos, wette Peter Jackson, den muss man seiner Trilogie fabriziert wird, das kriegen wir auch nicht. Das ist auch nicht präsent für alle guten Day, die Lord of the Rings absolut feiern und nicht genug können kriegen von der Welt, die können sich das heute noch gucken und die können heute platzeweise auch definitiv ihre Spaß haben, aber insgesamt wird War of the Rohirrim nicht viel Leid an Lord of the Rings Universum bringen, die das bislang noch nicht so viel sich entdeckt haben. Da geht der Film halt von mir maximal die Auszeichnung als okay, mehr leider auch nicht. Zum Schluss vom Jahr hat den Roisch nach Kenten ein bisschen mehr Raballeren, das hat nach Kente Roisch mehr in Epos gehen. Lord of the Rings bietet ja genug Raum für Epos mehr. Das ist Highlighter nicht der Fall. Du erzählt mal gerne in den Kommentaren, wie ihr den Film gefallen wird. Was Lieblingsumsetzung am Lord of the Rings Universum sind, ich denke, für die meisten werdet den Peter Jackson seine Trilogie sehen. Es gibt bestimmt auch den einen oder anderen Fan von Peter Jackson seiner Hobbit-Trilogie, aber ja, vielleicht auch der ganz alle Lord of the Rings, den gezeichneten, den hört ihr auch ein bisschen ab. Genau, erzählt mir das ganz gerne. Und an dem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino mit Lord of the Rings, The War of the Rohirrim. Ciao!